Worrying is praying for what you don't want. Oder? Zu Deutsch, Sorgen sind wie Gebete für das, was man nicht will. Und das merke ich immer mehr, oder? Und je länger mir eigentlich in dieser Sorge bleibt, in einer Sorge bleibt, desto mehr findet man in der Sorge, wo man aktuell ist, noch mehr Bestätigung, dass die Sorge auch wirklich eine Sorge ist. Das heißt, wenn man gerade aufsteigt und ich habe jetzt für mich herausgefunden, ich habe jetzt fast 2-3 Wochen habe ich ein Video gelesen, Everything is always working out for me, und das hat mir wirklich eine Distanz gegeben, dass wenn etwas passiert, dass ich zuerst einmal frage, wieso ist jetzt das für mich? Und schon nur ich sage jetzt mal, die Distanz, der Raum zwischen dem, was passiert ist, und dieser Frage, lässt der normale Ablauf, der sonst normalerweise stattfindet, gar nicht erst stattfinden. Oder? Das heisst, man geht nicht wieder in den Loop rein, wo wieder die gleichen Reaktionen, die gleichen Aktionen, dann merkt man es nicht, dann hat man plötzlich wieder ein Gespräch über das mit der Familie, wieder mit den Kollegen, und schlussendlich ist man wieder der arme Siech, wo das Leben so böse will und alles, und hat das dann eigentlich durch ein Ereignis, was passiert ist am Tag, hat man eigentlich schon wieder einen halben Tag das Leben neu wieder gleich geschrieben. Und der Spruch, Everything is always working out for me, der bringt diese Distanz, oder? Da kann man mal überlegen, das ist die paar Sekunden, wo man nicht darauf reagiert, sind genug, dass es vergessen geht, oder? Kennst du sicher auch, oder? Du nimmst dir was vor, so, willst ein bisschen Affirmationen reden, so 20 Stück nacheinander, und so nach dem dritten bist du schon wieder irgendwie, es gibt es Nacht, und nachher merkst du, was habe ich jetzt überhaupt gerade gemacht? Oder man ist so schnell weg. Und Emotionen, vor allem negative, die fangen einem so richtig ein, oder? Man wird so richtig übermannt, und wenn man es da schafft, die paar Sekunden, dann kommt man nicht in die Abwärtsspirale. Und der Spruch hat man da wirklich gebracht, eben zusammen mit dem, dass dass Sorgen, also sich Sorgen machen, etwas ist, ein Gebet ist für etwas, was man nicht will, oder? Die zwei, oder? Und je mehr, dass man so Sachen auch mal sich zu Herzen nimmt und merkt, was auch andere, was im Internet so alles steht, oder? Was für Tipps so die Menschen so die ganze Zeit geben. Und was ich auch gemerkt habe, ich habe dann schon viele gute Tipps gelesen und habe gedacht, ja, habe das verstanden. Bis ich jetzt verstehe, das Verstehen allein macht gar nichts. Eben, du kannst heute Abend aus dem Live raus und denken, wow, das ist eine coole Sache, was der Fabio erzählt hat. Aber wenn man es nicht anwendet, dann bleibt es bei dem, oder? Es wird keine Erfahrung. Und wenn es keine Erfahrung wird, gibt es kein neues Gefühl. Und wenn es kein neues Gefühl gibt, dann kommt man nie in diese Spirale rein, wo man das dann plötzlich automatisch hat, oder? In den Autopilot. Ich glaube, beim letzten Live haben wir es davon gehabt, oder? Viel von unserem Leben passiert einfach unbewusst, oder? Ich gagle da unbewusst, ich bin da eigentlich mehrheitlich unbewusst am Reden. Habe schon ein Thema, das ich vorgebe, aber alles macht man irgendwie, oder? Das Kleiderlei ist auch nicht wirklich bewusst, man ist schon irgendwie da, aber irgendwie nicht. Und wenn man jetzt einmal, wenn man sich einmal den ganzen Tag notiert, wie viele negative Sachen wir die ganze Zeit denken, was, ich sage jetzt mal, im unbewussten Autopilot dann die ganze Zeit, ohne dass du es merkst, abläuft. Oder? Weil der Körper macht, also irgendwie machen wir ja einfach Sachen. Und wenn das negative, unbewusste Sachen sind, dann werden wir weiterhin negative Sachen produzieren. Und wenn man es schafft, das umzupolen, dass man mehrheitlich positive Sachen in seinen, ich sage jetzt mal, Autopilot aufnimmt, wo man nicht mehr muss denken. Das heißt, wenn du gute Sachen denkst, wo plötzlich einfach wieder aus dem Nichts kommen, so, wow, ey, heute ist wirklich ein toller Tag, statt, jetzt ist schon wieder, ich bin schon wieder bei Rot bei der Ampel gestanden. Oder? Dann nimmst du positive Sachen in deinen automatisch ablaufenden Autopilot und wirst so dein Leben neu lenken, oder? Du musst deine Weichen neu stellen. Und das ist, und wir sind irgendwie viel negativer unterwegs wie positiv, oder? Wir reden auch viel eher über negative Sachen wie über positive, oder? Warum weiß ich nicht? Weil halt hauptsächlich der Mensch auch nicht viel Positives zu erzählen hat, weil er hauptsächlich eben mit dem Fernsehen, mit allem ja nur negative Sachen hört, oder? Wir kommen ja von außen, sicher von den News ja gar nichts Spannendes, wo man erzählen kann, etwas Positives, oder? Da muss man halt selber was finden, und ja,